M94.5. M94.5. Das Radioprogramm des AFK. AFK. Junge Radiomacher in München. M94.5. Herzlich willkommen zur Sendung Auftritt, dem Schauspielermagazin auf M94.5 mit Waltraud Borchmann am Mikrofon. Heute habe ich das Musikkabarett-Duo Doris und Rainer Behrauer eingeladen, die unter dem Namen Isar-Schiffer auftreten. Und dann geht es noch um einen ganz besonderen Film. Seid also gespannt. Und nun begrüße ich meine Studiogäste Doris und Rainer Behrauer. Also erstmal guten Abend, ihr zwei. Guten Abend. So, ihr seid ein Musikkabarett-Duo mit dem Namen Isar-Schiffer. Wie kam es denn zu diesem Namen? Doch nicht, weil ihr etwa in die Isar schifft? Ja, ein Schuft, der Böses dabei denkt. Gell? Ja, der Name polarisiert tatsächlich ein bisschen. Eigentlich ist es auf meinem Mist gewachsen. Also ich bin erstens ein begeisterter Segler. Also wir haben ein kleines Segelboot und das Wasser kommt überall hin. Und ich bin eben an der Isar, ich habe ewig lang in Giersing gewohnt, 18 Jahre. In Obergiersing, quasi da, wo man runterschauen kann auf Untergiersing und wo man halt das Wasser auch sehen kann. Und die Isar ist ein wirklich faszinierender Fluss, die Isara Rapidus, sehr reißend und war früher wirklich wild und ungezügelt. Und ein bisschen sehe ich mich, oder unser Kabarett ist irgendwo auch ein bisschen so, eben wild und ungezügelt. Und die Isar-Schiffer an sich, man denkt immer, die Isar ist gar nicht schiffbar, aber die Isar wird eigentlich seit Jahrhunderten beschifft mit Flößen. Und das ist ein wahnsinnig gefährlicher Beruf, weil da wirklich früher die Leute reihenweise ums Leben gekommen sind. Ne? Wenn es die Isar willst schiffen, muss der Wilderhund sein, weil es einfach rauf und runter geht. Und wenn du mal so einen Stein streifst, dann fliegst du rein und da saufst irgendwie der Suffer bis gleich. Und ja, wir sind ein bisschen so ein Piraten, weil wir so Welthits einfach irgendwie nehmen und kapern die und machen unser eigenes Ding drauf, unseren eigenen Reim. Also das ist ein Teil von dem Programm, dass man einfach wie ein Pirat quasi irgendwas kapert und was Eigenes draus macht. Das finde ich ganz spannend immer und lustig und wie gesagt, einfach ein bisschen wild, ungezügelt und vor allen Dingen, man kommt überall hin, man kann über die Isar, wenn man reinhupft, durchaus irgendwo im Meer rauskommen. Und so ist auch unsere Musik. Also wir versuchen das ein bisschen grenzenlos zu halten, obwohl wir eigentlich wirklich in der Tradition, auch in der bayerischen, das sieht man ja an unserem Outfit, wir sind schon irgendwo so ein bisschen in dieser bayerischen Volkssänger-Tradition verhaftet, kommen von der Volksmusik, also ich speziell ganz stark. Die Doro ist ja eigentlich eher, wie soll ich sagen, ein bisschen zugereist aus Oberfranken, aber schon so lange da. Sie hat mittlerweile einen Dorfschein und ist wirklich bestens integriert. Was ich persönlich bis heute noch nicht verstanden habe und nicht weiß, warum ist eigentlich immer diese Kluft zwischen Franken und den Bayern? Weil es eigentlich geschichtlich nicht zusammengehört hat. Also das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Stämme, die man mal zusammengeschweißt hat, künstlich sozusagen. Und das ist halt was die Oberlandler irgendwie gar nicht haben können, wenn man sie sozusagen mit jemand zusammenbringt oder dazu zwingt, mit jemand zusammenzugehören, der halt nicht dazugehört. Wobei, es ist wirklich, wie du halt gesagt hast, gell, es ist tatsächlich so, dass man jetzt einen Schwarzen in Lederhosen, der bayerisch redet, bei uns auf dem Dorf eher akzeptiert wie in Franken. Das ist echt, wir haben so ein Lied. Schwer habe ich es gehabt. Ja, sie hat am Anfang als wirklich ich von schwer. Franken direkt nach Oberbayern gekommen bin. Ich wollte gerade sagen, der Rainer hat sich über diese Schranken hinweggesetzt und hat gesagt, ich nehme die Doris trotzdem. Ja, Hat er gesagt. Die Packi beim Hax, genau, so heißt auch unser beim Hax. Programm. Pax beim Hax. Genau. Und wir haben ein Lied, ich habe ja jetzt gerade quasi ein Lied auf dem Leib geschrieben, das werden wir demnächst mal wirklich erst aufführen. Genau, das passt wunderbar zu dem Thema. Das heißt nämlich, ich bin eingeboren und das singt sie. Und da geht es halt im Grunde darum, dass in unserer Ahnenwelt, ne, singt sie auf Fränkisch, sind alle Menschen eingeboren. Und so ist es auch. Und irgendwie kehren wir alle zusammen, irgendwie sind wir alle verwandt. Von daher müssen wir miteinander auskommen, ob wir wollen oder nicht. Und es ist immer viel schöner, gell, wenn man miteinander auskommt. Wie die Integration praktisch schon bei uns innerhalb von Deutschland
teilweise zum Teil schwierig ist. nicht Ja. einfach ist, wenn du als Franke direkt nach Oberbayern kommst mit Aufs einem, Dorf ist mit schwer. einem Ja. totalen fränkischen Akzent, dann wirst erstmal Schier komisch vorgeschaut. angeschaut und hast es auch nicht ganz einfach. Ja, aber ich du habe hast es die- geschafft, ja. mich bestens zu integrieren. Ja, sie hat sich durchgebissen und ist mittlerweile, glaube ich, sie hat vor allen Dingen, kann sie den Dialekt auch akzentfrei singen und sprechen und ist eigentlich vom Temperament her, passt sie hervorragend daher. Und, Als ihr euch als Isa Schiffer zusammengetan habt, wart ihr da schon verheiratet? Oder ja, das magst du ist vielleicht also erzählen? während eurer oder in eurer Ehe entstanden? Und, ja, wir haben sehr lange wirklich davor zurückgeschreckt, weil wir gesagt haben, also wir waren beide Musiker, wir haben beide ganz viele verschiedene Projekte gemacht. Ich habe Solo-Kabarett gespielt, sie hat bei Mädels Jeder hat und seine Swing eigenen Cats. Musikprojekte gehabt. Und dann kam es, dass wir doch auf Familienfeiern hin und wieder mal zu zweit ein Liedchen getrellert haben. Und es kam dann so gut an, dass die gesagt haben, Mensch, wieso singt ihr eigentlich nicht gemeinsam? Und das ist dann öfters vorgekommen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht sollten wir wirklich mal irgendwie gemeinsam probieren, singen und ja. vielleicht mal ein Projekt starten. Und so dann ist es ergab gekommen. sich das zufällig, dass die einen Projekte zu Ende gingen und beide mal gerade nichts gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, nun jetzt probieren wir es mal. und wie viele Jahre seid ihr Isa Schiffer jetzt schon Also jetzt sind wir als so Isa Schiffer unterwegs? Bitte? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Ja, gut, du sagtest, dieses Haxenlied für Sie, das wird eine Uraufführung. Etwa am 18. Januar im Alten Wirt? Da Oder, werden wir oder es auf schon jeden früher? Fall, nee, das wird wahrscheinlich weil da spielen wir unser komplettes Programm. Wir haben vorher in München auch nur einen Termin noch, am 7.11. ist das, da sind wir Moment, 7.11. ist schon vorbei. Sorry, am 30.11., genau, beim Michi Dietmeier sind wir da gelacht um 8. Das ist in der Veit-Mochinger Straße im Kroatia Grill, so eine Mixed-Show. Da ist der Joe Heinrich noch dabei und die Angie Ascher. Dann machen wir so ein schönes Mixed-Programm, das wird sicher auch sehr lustig. Aber da werden wir es nicht spielen, weil da können wir eben noch relativ kurz spielen. Aber am 18.01., da sind wir im Alten Wirt in Mosach. Das ist eine wunderschöne Bühne, du kennst das ja, gell? Ja, ja. Da werden wir unser komplettes Abendprogramm spielen und da wird mit Sicherheit die Uraufführung von Ich bin eingeboren stattfinden. Und der Rainer hat mir vor der Sendung verraten, dass ich für den Tag auch schon Karten verlosen darf. Es ist zwar noch ein Weilchen hin, aber trotzdem sagen wir da heute schon mal, wir verlosen 2x2 Karten. Und wer daran interessiert sein wird, ich sage das dann später in der Sendung noch einmal, der schreibt eine Mail an auftritt@m945.de mit dem Stichwort Musikkabarett. Ja, dann gut, das Haxenlied soll dann auch wirklich die Uraufführung am 18. Januar sein. Aber vielleicht könnt ihr uns jetzt noch eine kleine Kostprobe geben. Jetzt gleich? Jetzt gleich, ja. Ja, dann muss ich Der mal- Rainer hat nämlich seine Gitarre mitgebracht. Ich muss den Hörern noch sagen, auf der Bühne hat die Doro auch immer noch einen großen Kontrabass, aber ich habe ihr dieses Schleppen für heute Abend erspart. Bis zu weit. 1, 2, 3 und puff, da, puff, da, ruff, da, duff, da, duff, Dieser Prinz von dem ich tram, der braucht kein weißes Ross nicht haben. Und er braucht da gar kein Schloss nicht, sowas regt mich gar nicht an. Für mich gibt's bei meinem Schatzerl eine Grundbedingung nur. Und das ist nicht seine Klugheit, na, da geht's um seine Figur. Weil so ein dürrer Haring kommt
mir nicht ins Haus. Ich such mir ein Mannsbild mit einem Wamperl aus. So ein Wamperl ist für mich Erotik pur. Drum möcht ich ein Mannsbild mit einem Wamperl nur. Lieber a dicker Kleiner, wie der Hogra Veganer, der sich anfühlt so wie stacheliger Draht und der fast keine Nutzflächen hat. Aber am Vegetarier sind oft die Hosen Laria. Für mich da muss ein perfekter Mann a Wamperl haben. So a Wamperl, das warm heut bei der Nacht. So a Wamperl, das im Sommer Schatten macht. Wie der Schweiner, so ne Krusten, ist ein Mann ganz unbebaucht. Und so kommt's, dass mein Herzblatt so ein pfundiges Wamperl braucht. Weil so ein dürrer Haring kommt mir nicht ins Haus. Ich such mir ein Mannsbild mit einem Wamperl aus. So ein Wamperl ist ein Wert, der hat Bestand. Reichtum ist vergänglich, aber Wamp bleibt Wamp. Also ich würde sagen, ihr habt mit Sicherheit viel Spaß daran, wenn ihr die beiden seht. Die sind ja erstmal schon mal eine Augenweide alleine mit ihrem Outfit, das ihr im Radio nicht sehen könnt. Die Pantomime im Rundfunk ist unsere Spezialität. Auf jeden Fall lohnt es sich. Und ihr macht ja, wie gesagt, es ist ein Kabarett. Ihr macht ja viel Spaß damit. Ihr arbeitet auch mit Vorlagen. Ich kann mich erinnern an einen Auftritt, wo ihr Plakate hochgehalten hattet. Und, ja, das stimmt. Also es ist nicht direkt eine Folie, aber da geht es darum, das sind Gassenhauer. Das nennt sich Diasporisch Abitur. Das ist quasi, da hat uns das Bayerische Kultusministerium gebeten, weil eben die Bayern bei der PISA-Studie und dem Abitur so schlecht abgeschnitten haben, ob man da nicht irgendwie mal eine Lösung finden könnte, dass das Ganze ein bisschen voranbringt. Und wir haben uns da was überlegt, nämlich Gassenhauer. Das sind auf Hochdeutsch, würde man sagen, Zungenbrecher, die man dann in steigender Schwierigkeit vom Volksschulabschluss über den Quali bis zum Realschul- und zur Matura sozusagen, zum Abitur bringen kann. Und die Hochschulreife, das ist dann der Allerschwierigste. Da raten wir immer Leuten mit den dritten Zähnen gar nicht mitzumachen. Da war es nämlich, der Sepp, der Depp hat's Besteck bestellt. Und das ist dann immer furchtbar, wenn es die Leute die Zähne raushaut. Also das sind so Sachen, wir machen halt viel Spaß mit den Leuten und es ist immer ein Fetzengaudi, das kann man wirklich sagen. Ihr hört Auftritt, das Schauspielermagazin auf M94.5 mit Waltraud Borchmann am Mikrofon. Und zu Gast habe ich heute das Musikduo Doris und Rainer Berauer, die unter dem Namen Isa Schiffer ihre Programme auf die Bühne bringen. Eingeladen habe ich sie ganz besonders für eine, ja, ich sage mir jetzt mal, ganz dolle und hochinteressante Sache. Und zwar der bekannte Dokumentarfilmer Klaus Bichelmeier hat einen Film gemacht, der heißt Unerhörtes ist geschehen. Und damit meint er den Tod von Ludwig II. Und es ist wirklich in den Recherchen rausgekommen, dass vieles, was man gedacht hatte, gar nicht gestimmt hatte, was sich um den Tod von Ludwig II. Verbreitet hatte. Dass er nämlich keinen Selbstmord gemacht hat, dass er wirklich ermordet worden ist, ne? Ja, Rainer, sage ich das richtig? Ja, ich würde jetzt da nicht zu sehr vorgreifen wollen, diesen Film. Also, wie wir da in diese ganze Geschichte mit reingekommen sind, ist, wir haben auf dem Brunnenfest gespielt heuer, da am Viktualienmarkt, was eine wunderschöne Veranstaltung ist, wo die ganzen Volkssänger
aus Bayern, Österreich und überall herkommen und mitspielen. Und da war der Klaus Bichelmeier auch da und der hat uns angesprochen und hat gesagt, er macht da diesen Film und ob wir nicht Lust hätten, da irgendwie mitzutun, weil ihm unser Auftritt da irgendwie ganz, ganz gut gefallen hat. So. Und ich habe das so faszinierend gefunden. Erstens mal das Thema an sich, weil es eben, ja, eigentlich hat jeder, der irgendwie sich ein bisschen näher mit diesem Thema beschäftigt, den beschleichen Zweifel an dieser ganzen Geschichte, wie das dargestellt ist, dass quasi ein 2-Meter-Mann sozusagen, wie es der König Ludwig fast war, diesen kleinen Dr. Gooden, dass der da irgendwie das nötig gehabt hätte, um ihn zu entkommen, ihn quasi zu ersäufen und so. Diese ganze Geschichte, wie es dargestellt wurde, auch da sind so extrem viele Ungereimtheiten, dass eigentlich auch schon kurz nach seinem Tod die Volkssänger eben speziell ein Lied geschrieben haben, das dann diese ganzen Umstände immer angezweifelt hat. Und da waren also ganz wüste Anschuldigungen auch gegen den Dr. Gooden, gegen den Dr. Mack, der damals die Leichenbeschau gemacht hat und diverse Leute, die quasi damit direkt zu tun hatten, weil man einfach instinktiv gespürt hat, das war er nicht. Der war kein Mensch, der war so lebensfroh, der war so positiv, der war ein Wahnsinnspionier. Also wenn man sich auch mit der Geschichte von König Ludwig beschäftigt, muss man sagen, der war wirklich begnadet und der war sehr, sehr gut für das Land und für das Volk, weil der hat immer nach vorne geschaut, der war ein Technikfreak, der hat Leute gefeatured, die einfach er hatte Ideen und er hat Leute gefeatured, die Ideen hatten und er hat zum Beispiel den ersten elektrisch beleuchteten Schlitten der Welt, der stand in Linderhof. Das ist quasi so ein Schlitten mit einem elektrischen Licht dran. Dann hat er auch die Vision, dass er quasi mit einem Luftschiff einen Kilometer über das Tal schwebt und hat da einen Münchner Techniker irgendwie gefeatured, der ewig lang versucht hat, Gelder zu bekommen über die damals verfügbaren Quellen und der aber nirgends Geld bekommen hat und plötzlich hatte der Geld und hat geforscht und der hat da Pläne gezeichnet und man hat heute, vor, ich glaube 10 Jahren war das oder so, diese Pläne dann Leuten gegeben, die Luftschiffe bauen und die haben festgestellt, hoppla ho, das war lang bevor überhaupt die Idee von Luftschiffen wirklich realisiert wurde. Dieses Ding wäre tatsächlich zwar nicht besonders gut, aber tatsächlich geflogen. Also ein dampfbetriebenes Luftschiff sozusagen. Also der hatte ganz, ganz viele tolle Ideen und man hat immer gesagt, der ist pleite. Das war im Prinzip eigentlich eine große Verschwörung. Er hatte nämlich im Grunde, auf Borisch gesagt, die Schnauzen voll von diesem Kabinett in München, die ihm immer nur Steine in den Weg gelegt haben und die immer an seinem Stuhl gesägt haben, die auch über Monate hinweg sein Personal bestochen haben, um irgendwelche Aussagen zu bekommen, um eben das zu untermauern, dass ihn der Dr. Gooden, der im Psychiater war, ihn für verrückt erklärt und der hat ihn dann tatsächlich eben für unheilbar irrsinnig erklärt, ohne ihn jemals wirklich zu untersuchen. Also ich habe nämlich von dem Klaus Bichelmeier mal einen kleinen, einen Mini-Vortrag zur Werbung dieses Films gehört und da hat er nämlich gesagt, dass man ja immer dachte, der Märchenkönig, der ist ein bisschen verrückt und so und dass er mit diesem Film eigentlich auch beweisen will, dass er nicht verrückt war. Ja, es ist ja ein Brief auch aufgetaucht, den er 3 Tage vor seinem Tod an seinen Cousin geschrieben hat, in dem er ganz klar und wirklich in klaren Worten von einer Verschwörung spricht, die ihm ans Leben trachtet und dass er wirklich Angst hat um sein Leben, weil er das Gefühl hat, die wollen ihn jetzt umbringen, weil er hatte ursprünglich vor, dieses Kabinett in München abzusetzen. Dazu wäre er durchaus fähig gewesen als Regent. Die Macht hätte er sozusagen besessen, zu denen zu sagen, so, ihr seid jetzt abgesetzt, ich will ein neues Kabinett, mit denen ich besser zusammenarbeiten kann sozusagen. Und die haben quasi eben diese Intrige gefahren, weil der Prinzregent Luitpold, der dann ja quasi die Regentschaft übernommen hat für den König Ludwig, der hatte, oh jetzt pass auf, das ist echt ein bisschen kompliziert, der hatte vorher eine Garantie abgegeben, dass er das Kabinett
im Amt lassen wird, und zwar in genau dieser Besetzung, wenn das alles so kommt. Und so war es dann ja auch. Also die sind alle im Amt geblieben, nachdem dieser Vorfall war auf Schloss Berg. Und was ganz, ganz einmalig ist, der Klaus Bichelmeier hat zufällig noch einen, ich sag mal, lebenden Zeugen erreicht, der diesen Brief, glaube ich, der Brief war es noch. Nein, es ist nicht der Brief. Der lebende Zeuge, der ist tatsächlich 95 Jahre alt. Das ist der Sohn vom Hofmaler von Schloss Nymphenburg. Der hat seine ganze Jugend und Kindheit auf Schloss Nymphenburg verbracht. Und da hat es eines Tages auf Schloss Nymphenburg in denen ihrer Wohnung, die hatten eine Wohnung, wo unten drunter die Heizung war für die Bäder von Schloss Nymphenburg, und alles andere war sozusagen schon irgendwie, glaube ich, mit Fernwärme geheizt, so dass eigentlich da nirgends mehr große Öfen waren. Und der Chauffeur von den Wittelsbachern hat bei denen im Haus geklingelt und hatte irgendwie einen Kofferraum voll Sachen dabei und hat gefragt, kann man bei euch was verbrennen? So. Und dann hat der Vater von ihm, eben der Hofmaler, gesagt, ja, freilich, komm mal. Und so, dann hat er gesagt, gut, ich verbrenne jetzt da bei euch die Sachen, haben eine riesen Feier gemacht und haben das verbrannt. Und der Vater hat sozusagen Stein und Bein geschworen, dass das der Mantel war vom König Ludwig und dass er ganz genau gesehen hat, dass der 3 große Einschusslöcher hatte. Also... Und dieser lebende Zeuge... Zwei Einschusslöcher. Ja. Dieser lebende Zeuge, dieser 95-jährige Mann... Der kommt zu dieser Premiere. Kommt zur Premiere und die ist am 26. November, also am nächsten Sonntag, und zwar um 11 Uhr morgens im Gasteig ist das, ne? Die Premiere. Ja. Und ich muss dazu sagen, gut, eine Karte kostet 18 €, aber das Geld ist es mit Sicherheit wert. Und es ist eben eine ganz fantastische Sache. Man hat natürlich später nochmal die Gelegenheit, den Film zu sehen, und zwar im Kim-Kino München am 3. Dezember. Moment, hier steht... Ach nee, das ist nächstes Jahr. Ja, das ist erst nächstes Jahr. Das ist alles genau, nächstes also die Premiere ist jetzt tatsächlich eine ist nur noch in diesem Jahr und die ist am nächsten Sonntag um 11 Uhr. Einmalige Veranstaltung, und ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen auch um Kopf und Kragen geredet, weil ich viel zu viel verraten habe von dem Film. Na, das glaube ich nicht, denn das, was du verraten hast, hat ja Klaus Bichelmeier ja damals auch nicht nur mir ins Ohr gesagt, sondern offiziell. Ja, also von daher, das passt alles schon. Und ich finde das eben äußerst spannend. Und ich würde sagen, Karten dürfen wir dafür leider nicht verlosen, aber ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und wer sich für Termine im nächsten Jahr noch dafür interessiert, der kann auch gern eine Mail an auftritt@m945.de schreiben. Ich gebe da gerne entsprechend Antwort. Ja, es wird auch sicher veröffentlicht werden auf www.ludwigderfilm.de. Das ist alles in einem Wort, da kann man alles nachlesen. Das kann man alles nachlesen. Genau, ja, aber wie wir eben zusammengekommen sind auf dem Brunnenfest, da hat er mich gefragt, sag mal, könnt's nicht irgendwas machen über den König Ludwig oder so? Dann haben wir hatten früher schon mal, muss ich zu meiner Schande fast gestehen, da habe ich so in meinem Solo-Kabarett eine Nummer gehabt, wo ich so eine kleine Puppe hatte, so eine Sau, der Edi von der Hohenwart hieß der, und habe da mit dem quasi das König Ludwig-Lied eigentlich verhunzt, muss man ehrlich sagen, und habe daraus den Königsquieker gemacht, wo quasi die Sau eben nicht jodelt, sondern den Jodler quiekt. Und der Königsjodler an sich, aber ich weiß auch nicht, den fand ich nie wirklich so richtig spannend als Lied. Irgendwie, das war mir immer zu glatt Ding. Aber eben dieses alte Lied, es gibt ein altes Lied, das war eben kurz nach dem Tod vom König Ludwig ist das aufgekommen, und da haben die Volkssänger ihren Zweifel über den Selbstmord einfach die Worte hinzugefügt und haben da eben ganz, ganz wüste Beschuldigungen in alle möglichen Richtungen ausgestoßen, und das wurde dann bestraft, sozusagen, dieses Lied zu singen. Das Lied war verboten wegen hochverräterischem Inhalts. Sagt er eigentlich schon alles, gell? Und dieses Lied, das singt ihr dann sozusagen, bevor der Film
dann läuft. Ja, ich hab mich eben ziemlich in diese ganze Materie reingeschaufelt. Die tue immer, wenn ich sowas mache, dann versuche ich auch das wirklich zu untermauern für mich selber. Ja. So, und ich habe quasi ich habe die ganze Geschichte im Prinzip neu vertextet. Wir gehen am Anfang sozusagen von diesem Originaltext aus und haben jetzt diese ganzen neuen Fakten und Indizien, die da dazugekommen sind, haben wir einfach einfließen lassen in dieses Lied und singen das dann wirklich die ganze Geschichte. Aber das dauert 8 Minuten. Das ist also eine ellenlange Moritat sozusagen. Jetzt bei der Premiere singen wir eigentlich nur eine kleine Einleitung für den Film. Und wenn ihr wollt, dann können wir das jetzt gerne mal kurz zum Besten geben. Also von mir aus auch die 8 Minuten, wenn ihr das da habt. Nee, das dürfen wir ja nicht, weil da wäre ja dann der ganze Film verraten. Ach so. Na gut, dann bringt jetzt das, was ihr auch am 26. November um 11 Uhr zum Besten gebt. Genau, und dann live. Und zwar live. Genau. Dort und jetzt. Auf den Bergen, da wohnt die Freiheit, auf den Bergen, da ist es schön, wo des König Ludwigs II. Alle seine Schlösser stehen. Allzu früh musste er sich trennen, fort von seinem Lieblingsplatz. O Neuschwanstein, stolze Feste, war's des Königs größter Schatz. O Neuschwanstein, stolze Feste, war's des Königs größter Schatz. Jolerö ho, lero ho, lerö ho, lero. Allzu früh musste er von dannen, man nahm ihn fort, ihn mit Gewalt, gleich wie Barbaren haben sie ihn behandelt und fortgeführt durch den Wald. Mit Bandage und Gloriformen waren sie zur Stell behend. Nach Schloss Berg haben sie ihn gefahren, wo sein Lebenszyklus endet. Nach Schloss Berg haben sie ihn gefahren, wo sein Lebenszyklus endet. Jolerö ho, lerö ho, lerö ho, lerö. Freiherr von Lutz ließ inszenieren Ludwigs Tod als Suizid. Doch das Volk hat nie geglaubt dran und gereimt zu vieles blieb. Doch nach 130 Jahren hält das Wittelsbacher Eis. Doch die Fakten und Indizien längst hinreichen zum Beweis. Doch die Fakten und Indizien längst hinreichen zum Beweis. Holudel, jolere, jolere, Ruhe sanft, o stolzer König, deine Ehrenrettung naht, weil dein Volk das Land der Bayern Geschichte zu schreiben hat. Auch Regisseur Klaus Bichelmeier nahm sich dieser Sache an. Kommt zuhauf und seht die Bilder, euer Urteil bildet dann. Kommt zuhauf und seht die Bilder, euer Urteil bildet dann.
Also kommt zuhauf am 26. November um 11 Uhr ins Gasteig Blackbox. Karl-Amery-Saal ist es. Bitte wo? Karl-Amery-Saal. Das ist so ein Saal dort im Gasteig. Gut, aber wenn man hingeht und da reingeht, dann wird man schon einen Wegweiser dorthin finden. Also wie gesagt, ich kann es wärmstens empfehlen und die 18 € Eintritt sind es wirklich wert. M94.5. Eingeschaltet habt ihr die Sendung Auftritt, das Schauspielermagazin auf M94.5 mit Waltraud Borchmann am Mikrofon. Und zu Gast habe ich heute im Studio Rainer und Doris Berauer, die das Musikkabarett Die Isarschiffer sind. Und ganz toll ist, dass sie am kommenden Sonntag morgens um 11 Uhr im Gasteig einen kleinen Auftritt haben. Und zwar sind sie die Einleitung, das Vorprogramm für einen ganz fantastischen Film, der heißt Unerhörtes ist geschehen. Und zwar geht es da um diesen Film, um die Geschichte des König Ludwig II. Und zwar so, wie es bisher noch keiner kannte. Da sind viele Tatsachen aufgedeckt worden, die man vertuscht hatte. Wir haben ja eben etwas ausführlicher über diesen Film gesprochen. Und ich kann nur immer wiederholen, es lohnt sich, dorthin zu gehen am nächsten Sonntag um 11 Uhr ins Gasteig. Wer dann noch Näheres erfahren möchte, weil er vielleicht jetzt erst eingeschaltet hatte, kann gern eine Mail schreiben an auftritt@m945.de. Dann schreibt der König Ludwig oder ist ja egal, was immer ihr auch schreibt. Ich lese es und gebe euch entsprechend Antwort. Ja, nun habe ich das Musikkabarett Duo, meine Güte. Die Isarschiffer hier bei mir im Studio. Und am Anfang der Sendung hat der Rainer erzählt, dass er so oder so ja ein alter Giesinger ist. Ja, das ist wahr. Also gebürtig bin ich eigentlich in Fischbachau. Also das ist hinten Bayerisch-Zell, ganz tiefstes Oberbayern sozusagen. Jene finstere Ecke von Oberbayern, wo der Wolf noch wohnt und wo man früher sogar mal kurzzeitig Bären hatte. Der war aber relativ schnell ausgestopft und im Museum. Aber ich habe 18 Jahre oder ja fast 19 Jahre in Obergiersing gewohnt und deswegen auch diese Affinität zur Isar und eben, ich bin da oft gehockt, da oben, Siebenbrunn, diese Anhöhe, wenn man da hochgeht, und habe mir vorgestellt, wie das damals war, als der Gründer von Giesing, das war der Keso, der hat da irgendwann gestanden und hat dann runtergeschaut und hat diesen wunderschönen Fluss und diese schöne Landschaft gesehen und dann sich gedacht, wir bauen auf Giesing, und daraus habe ich dann auch ein Lied gemacht. Und das werden wir jetzt hören. Live bei uns im Studio von der M94.5. Wie der alte Käse um 600 nach Christ auf dem Isarhof gestanden ist, zur Rast mit der Sippen auf Wanderschaft. Da haben sie sich Wasser aus Siebenbrunn zapft, bei der uralten Morch haben sie Feier gemacht und fasziniert die Lage betracht. Fruchtbare Matten, den eisgrüner Fluss, den Wald voller Wald, so entstammt der Entschluss. Wir bauen auf Giesing, wir bauen auf Giesing, wir bauen auf Giesing unser Haus, da kommen wir gut leben, da drum in Giesing. Wir bauen auf Giesings Höhen auf. Yeah.
aus deine Quellen springt, ist nicht nur die Girsing ein Heiwog berühmt, dem der von Maria Hulfer sie aufgetraut, wer am Nuckerberg Salvator braut. Der Beckenbauer Franz ist in der Zugspitzstraße geboren, an der Sebener Straße ein Kaiser geworden und an der Grünwalder Straße, da werden Löwen domptiert und da steht eine Arena, wo ein altes Feuer glüht. Wir bauen auf Giersing, wir bauen auf Giersing, wir bauen auf Giersing unser Haus, da kommen wir gut leben, da drum in Giersing. Wir bauen auf Giersings Höhen auf. Im dritten Stock von der Eintrachtstraße 3 am Ostfriedhof, da wohn ich dabei. Nachts, wenn ich vorbeigeh, die Geister mir schreien und dort über all die Geschichten verzeihen. Vom Steirer Hans, vom Hermann von Schmidt, vom alten Lückel und vom Konstantin Frick. Da heißt's für die Mooshammer Mama in ihrem Mausoleum und barmherzige Schwestern ganz nackert im Lehm. Wir bauen auf Giersing, wir bauen auf Giersing, wir bauen auf Giersing unser Haus, da kommen wir gut leben, da drum in Giersing. Wir bauen auf Giersing Höhen auf. Ihr baut auf Giersing, ich baue auf euch, ich baue auf die Isarschiffer, die ihr komplettes Kabarettprogramm am 18. Januar im Wirtshaus am Alter Wirt in Moosach bringen wollen. Und für dieses Konzert verlosen wir 2x2 Karten. Schreibt eine Mail an auftritt@m945.de mit dem Stichwort Musikkabarett. Und wer sich überhaupt noch weiter über die Isarschiffer informieren möchte, der kann da auf ihrer Homepage nachschauen, die da lautet www.isarschiffer.de. Ja, und wir bauen auf die Waltraud Borchmann und hoffen, dass jemand, der so schöne Sendungen fabriziert, auch weiterhin ein schönes Zuhause findet in dieser unserer Medienlandschaft in München. Da wünschen wir dir alles Gute für eure Zukunft hier und für deine persönliche ganz im Speziellen. Recht herzlichen Dank. Ich möchte mich bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute Abend zu mir zu kommen, denn ihr wohnt ja nicht direkt in München. Ihr hattet einen etwas längeren Weg. Ja, wir sind, wenn wir die Kinder gekriegt haben, also besser gesagt, wie wir wir haben ein Kind zusammen gekriegt haben wir beschlossen, quasi auf halbem Weg in die Berge zu ziehen und haben jetzt quasi in Stadt genauso weit wie in Berg. Wir wohnen da bei Feldkirchen-Westerham, das ist quasi 30 Kilometer. Also es ist alles machbar. Man braucht in München oft länger, wie wir jetzt hierher nach Rammersdorf. Ja. Also ich bedanke mich recht herzlich. Ich denke, für unsere Hörer war das auch sicherlich sehr interessant. Und ich sage noch einmal, nächsten Sonntag 11 Uhr auf jeden Fall ins
Gasteig zu gehen und sich diesen König Ludwig-Film, dieses Unerhörtes ist geschehen, anzuschauen. Ja, man wird tatsächlich die Geschichte umschreiben müssen nach diesem Film, weil der wirklich dieses Puzzle um den Tod ganz akribisch auflöst und das Ergebnis ist erstaunlich und unerhört. Gut, dann sage ich, Waltraud Borchmann, jetzt, das war Auftritt, das Schauspielermagazin auf M94.5.